Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Deborah Staduma aus Dicken im Kanton St. Gallen. Aus dem bündnerischen Chapina Regula Schmid. Aus Sörenberg im Kanton Luzern Sabrina Staduma. Von Scherz im Aargau Sonja Vogt-Meyer. Aus Seedorf im Kanton Uri Erika Arnold Fessler. Von Wilchingen im Kanton Schaffhausen Maja Tappole. Und aus dem bernischen Utzisdorf Heidi Lutzdorf. Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche. Auf dem Klosterhof Seedorf wohnt die heutige Gastgeberin. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Also es ist so ein bisschen, bis alles läuft, bis ich denke, dass ich das Gröbste so ein bisschen geschnipselt habe und parat bin. Und dann denke ich, dann geht es dann. Oder bis ich jetzt wieder so ein bisschen gestartet habe. Ja, bin ich schon ein bisschen nervös jetzt gerade. Für ihr Essen findet Erika im Kräutergarten ganz viel. Also das Abei, den brauche ich jetzt eigentlich gerade dann im Fleischvogel oben drauf. Das gibt noch so einen feinen Geschmack, also gerade beim Speck so als Verbindung. Ja, ich brauche eigentlich alle so ein bisschen auch für die Soße oder als Deko oder eben so ein bisschen für die Füllung, so ein bisschen als Aroma. Die Kräuter muss sie noch verarbeiten. Die Landfrauen sind schon unterwegs im Urnerland und fahren das Altdorf Richtung Taudenkmal. Eine fehlt, Deborah Staduma. Ich habe gestern Morgen am 11 Uhr ein WhatsApp bekommen von der Deborah. Ich habe eine ganz spezielle Anfrage. Ich mache bei der Landfrauenküche mit und kann nicht mitmachen, weil mein Corona-Test positiv ist. Hättest du Lust und Zeit? Die Heidi hat beides. Um diese Stellvertreterin muss man sich keine Sorgen machen. Die Gastgeberin nimmt es im Moment auch nicht ganz so locker. Es ist sicher eine, die sich gewohnt ist, für viele Leute zu kochen und viele Leute müssen es bewerten, so was ich so aus den Gesprächen herausgehört. Von dem her mache ich mir überhaupt keine Sorgen, aber ich habe das Gefühl, der Puls ist bei ihr jetzt schon ein bisschen höher. Ja. Ich weiss nicht, jetzt, wenn es wahrscheinlich gegen Schluss geht, ist sie sicher auch ein bisschen nervös, aber ich glaube, sie hat es gut vorbereitet und sie hat es im Griff. Ganz allein muss Erika das Essen nicht stemmen. Ihre Hilfe, Katja Kempf, weiss, auf was sie sich hier einlässt. Ja, das vom Salon könnte man das sonst nicht. Sie kennt mich schon lange und sie weiss, dass ich ein bisschen chaotisch bin. Und sie weiss auch ganz sicher, dass ich einen riesen Plan habe. Also, ja, aber das ist auch der Vorteil von ihr. Also, sie weiss so ein bisschen, wenn ich ticke. Aber sie weiss auch, dass das Letzte dann schon klappt, glaube ich. Es hat immer noch geklappt. Ja, wir sind immer ein bisschen schwierig. Ja, es ist... Ja. Wir sind immer so ein bisschen auf die Zack, aber es klappt auch schon. Ja. Bis jetzt weiss jede, was sie zu tun hat. Und bei den Gästen macht sich langsam der Hunger bemerkbar. Wir sind an einem schönen grossen See und ich glaube, Erika wohnt auch direkt an dem See, meinte ich zu wissen. Und es könnte sein, dass sie einen Fisch macht. Würde mich Lust hätte ich gerne. Ich glaube, es gibt bei ihr so eine gut bürgerliche Küche, aber mit ganz viel Herz. Und bis aufs kleinste Detail weiss sie genau, wo sie die Sachen hinlegen und wie sie es machen will. Vielleicht gibt es ja Hafenkabis, der da bekannt ist, Zuri, aber ich lasse mich überraschen. Fleischvögel gibt's. Dazu Lauchgemüse und Teigwaren.
Für die Vegetarierin macht Erika eine Variante mit Gemüse, die sie dann in Wirts einrollt. Aline, Flavia, könnt. Erika spannt ihre Töchter noch ein. Also jetzt, Aline, kannst du das so? Kannst du das so? Oh nein, das ist verdammt blöd. So Taschen und... Weißt du, ja. oder so. Gut. Kannst du das nehmen? Ja. Das Essen muss in die Nähe vom Essraum zügeln. Aline, du musst mal auftun, ich habe keine Hand frei. Kannst du? Die Landfrauen essen über dem Hofladen von der Erika. Hinten dran hat es nochmal eine Küche, die fertig gekocht und angerichtet wird. Perfekt. Für jeden Gang den Weg vom Wohnhaus zum Hofladen zu machen, wäre zu weit. Super. Die Gäste fahren schon am Kloster St. Lazarus vorbei. Und dann sind sie da und die Familie Arnold parat. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo miteinander. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr jetzt mehr auf den Klosterhof könnt. Also, das ist mein Mann, der Kriegel. Christian. Das ist unsere kleinste Tochter, die Valeria. Und nachher die Mitz, die Flavia, die älteste Tochter, die Aline. Nachher der Robin, unser Bub. Und nachher ist mein Schwiegervater, der Toni. Und der nächste ist der Christian, als Angestellter arbeitet er bei uns. Und nebenzu ist der Moritz, das ist unser Lehrling. Dann darf ich dich nachher zum Apero. Ja. So ein bisschen beruhigen. Eins haben mit Most drin. Ja, sehr gut. Zum Maya. Schön, dass du einspringst. Zum Sonja. Ja, ist gut. Ja. Ja, die Regula legt sehr gerne immer meine Schuhe an. Ja, ist eigentlich eher die Ende dieser Saison, da, wo wir da miteinander drehen. Aber ich staune, ich kann so gut mit diesen Schuhen laufen und sie legt eigentlich nie solche Schuhe an. Und ja. Zum Apero gibt es Aufschnitt vom eigenen Fleisch und Urnenspezialitäten. Zum etwas machen. Jeden Morgen um 8 Uhr geht Erika arbeiten. Seit fast 10 Jahren führt sie einen eigenen Hofladen und ist die erste vor Ort. Die Angestellte, die Aushilfe und Praktikantin kommen ein bisschen später und erwarten Anweisungen von der Chefin. Ich hätte gedacht, Sonja, als du heute Morgen könntest wieder, also Nachmittag Teigwaren machen. Ja. Und die fällen ja für die, wo ist jetzt die Bestellung, wir machen die da, gell? Ja, ja. ja. Ist das gut? Ich denke, ja. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Tipptopp. Es hat sich wie so ein bisschen entwickelt, es sind immer mehr Angestellte geworden. Und dann ist es wie so ein bisschen halt, ja, die Verantwortung ist ein bisschen anders geworden. Also man muss schauen, dass alle zu tun haben. Vor allem muss auch ein bisschen Chefin sein. Das ist eigentlich auch nicht so, wie ich habe lieber eigentlich geschafft, dass Chefin gespielt. Also es ist immer so ein bisschen, auch nicht immer so einfach, ja, dass man ja, es gut erklärt und dass alle das dann machen, wie es du gehen willst. Das ist eigentlich noch wichtig, ja. Also es hat eigentlich angefangen, am Anfang haben wir ein Milchhäuschen nebenzu. Und dann haben wir immer so ein bisschen Konfi und Meringue und so ganz kleine Sachen gemacht, wie Sirup und so. Und irgendwie habe ich gemerkt, ja, es ist immer mehr geworden. Und dann hat eine Kollegin gefragt, ob ich auf die Weihnacht so Geschenke mache. Und es ist immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und irgendwann mit dem 4. Kind habe ich gemerkt, oh, wenn ich so weitermache, muss ich eine Angestellte haben. Und dann hatte ich eine Praktikantin und die ist noch 7 Jahre geblieben. Und so ist es immer gewachsen. Ja. Und jetzt sind wir ja schon ein paar Angestellte, ja, die immer arbeiten. Ja. Es ist immer grösser geworden. Ja. Erika ist aber nicht nur eine Chefin. Sie will viel auch selber machen. Wir brauchen jetzt für die Formaggini Frischmilch, die wir nach dem Hofladen verkaufen.
Die Milch von ihren Kühen wird erhitzt und so thermisiert. Dann muss sie wieder abkühlen. Das ist jetzt die Kultur, die dem Käse den Geschmack gibt. Eigentlich. Später kommt noch Lab dazu und die Milch gerinnt und wird dick. Aber auch das braucht seine Zeit. Darum kann Erika derweilen etwas anderes machen. Für die Naturkosmetik muss sie immer wieder mit getrockneten Blüten Öl- oder Wasserauszüge ansetzen. Das ist jetzt eigentlich wie der Ölauszug. Und das tut eigentlich jetzt den Wirkstoff von der Alpenrose ins Öl transportieren. Und so können wir es nachher in die Salbe einrühren. Die Alpenrosen kommen von einer Alp im Kanton Uri. Einen gleichen Auszug macht sie auch mit dem Lavendel von ihren eigenen Feldern. Wenn er voll blößt ist, pflücken wir den mal pflücken. Also auch Blüten und dann trocknen. Und dann einfach noch in Blüten. Das machen wir so mit einem Sieb, dass wir es einfach durch ein Sieb durchlassen, dass wir nur noch Blüten haben. Der Auszug muss etwa 1 Monat lang ziehen. In dieser Zeit sollte Erika das Gemisch jeden Tag gut durchschütteln. Dann geht es wieder beim Käse weiter. Das Lab hat gewirkt und sie kann die gestockte Milch verschneiden. Ja, immer schon gerne Käse, also ich hätte das immer lehnen. Und dann bin ich mal in einen Käsekurs und dort hat man Formaggini gemacht. Und wenn wir Silomilch haben, ist eigentlich Frischkäse das Einzige, was wir machen können. Und darum machen wir Formaggini. Die Molke fließt ab und der Käsebrauch bleibt zurück. Der kommt in die Käseform und über Nacht tropft der Rest der Molke raus. Die Molke verdirbt schnell. Meistens wird sie an Säu verfüttert. Für die Erika ist es eine wertvolle Basis für ihre Pflegeprodukte. Ich produziere Duschgel mit der Molke, mit der Restmolke und Handcreme. Ja. Ich muss immer im nächsten Tag produzieren. Ich habe die Molke nicht länger als einen halben Tag, also einen Tag auf die Seite tun. Hinter dem Kloster St. Lazarus liegen der Hof und das Wohnhaus von Arnolds, etwa 100 Meter voneinander entfernt. Nach dem kurzen Arbeitsweg vom Laden bis heim muss Erika hinterst zur Nacht. Ali, willst du mir helfen? Ja. Du kannst eigentlich gerade Omelette bröteln. Ja. Ist gut? Schön. Tun wir dazu. Das kannst du mir geben fürs Fleisch. Dann tue ich hier das Fleisch und dann kannst du dort Omelette. Ja. Willst du mit der? Das zur Nacht braucht etwas Zeit und die Hilfe ist darum willkommen. Es ist eigentlich eher selten, dass wir miteinander in der Küche sind. Ein guter Moment für Eindruck zu machen bei der Mutter. Bei den Landfrauen ist es dann an der Erika zu punkten. Es geht ihr nicht um zu gewinnen, denke ich. Aber sie hat gute Chancen, glaube ich. Die ganze Familie und der Lehrling Moritz sitzen am Tisch. Omeletten haben alle Champar gern. Ja. Ja, das Pizza ist schon. Okay. Das geht ein bisschen auseinander. Vor über 20 Jahren ist Erika im Unenland arbeiten. Wir sind ein kleines Dorf, jetzt natürlich relativ schnell geheißen, das Schaffi eine Appenzellerin serviert im Rissli. Und das war logisch, da hat man schauen, oder? Und dementsprechend haben wir uns dort kennengelernt. Ja. Ich hätte auch schon wieder hin, weil ich habe nicht mit ihm gerechnet, nein, dass ich da bleibe. Ja. Aber irgendwann hat er mir gesagt, er könnte auf Appenzell kommen. Und dann hat er gesagt, wenn ich am Abend so einen grossen Betrieb fände, also gleich wie hier, dann kommen wir mit. Aber ich habe gewusst, das ist nie möglich, oder? Darum hatte ich keine Wahl, ich musste hier bleiben. Messlatte an, so das ist ein bisschen das ist gar nicht gut. Ja. Nein. Aber jetzt bin ich ja schon, jetzt gefällt es mir hier schon, also ich bin gerne hier. Ja.
Ich muss da irgendwie durch können jetzt gerade. Auf dem Milchwirtschaftsbetrieb geht es früh am Morgen los. Rund 40 Kühe warten darauf, dass sie an die Milchmaschine gehängt werden. Erika muss nicht jeden Tag in den Stall, aber sie kann jederzeit aushelfen, wenn jemand ausfällt. Sie ist bei Appenzell aufgewachsen, auf einem Betrieb, der heute ihren Bruder führt. Wir hatten auch dort schon Milchkühe, aber ich habe dort eigentlich selten gemolken. Dort haben wir mehr Kühe gefuttert und ein Kälbchen getrunken. Also es ist darum so auch ein bisschen etwas anderes auch wieder für mich gesehen. Ja, wir hatten einen ganz kleinen Betrieb, also nur etwa 20, also höchstens 14, 15 Kühe. So die Zeit hier habe ich wahnsinnig gerne. Es ist so ruhig und ich kann mich so ein bisschen auf mich besinnen, muss so ein bisschen meine Gedanken nachhängen. Und ich kann auch so gerne, wenn ich jetzt am Morgen parat bin und ich bin schon eigentlich früh auf und bin schon voll wach. Also ich kann das schon noch gerne. Und auch die Stimmung am Morgen, ich kann das sehr gerne. Aber eben, gleich bin ich froh, wenn ich es nicht jeden Morgen muss. Also es ist wie, ja, schön so die Abwechslung zu haben. Genau. Nebendran schaut Christian, dass im Stall wieder sauber ist. Mit einer modernen Hilfe. Wir sind nicht regelmässig miteinander morgen im Stall. Das ist eine Frau am Wochenende abgelesen. Und das ist das, was wir eigentlich schon genießen. Meistens ist es etwa am Sonntagmorgen. Und dann ist nachher der Tag nicht weiss Gott was. Das ist ein riesiges Programm. Und das ist schon das Privileg, dass wir miteinander zusammen arbeiten können. Es ist auf der einen Seite aber auch so, dass sie natürlich durch das, dass sie eben im Stall ist, oder? Ja, weiss, was etwa da läuft und alles zusammen. Und von dem her ist es eigentlich wirklich schön. Ja. Der Laden ist offen und alles parat. Erika muss hinter ihre Formaggini. Über Nacht hat es den Bruch zu einer kompakten Masse zusammengedrückt. Für den Verkauf braucht es mundgerechte Würfel, und Gewürz. Es ist eigentlich einfach Salz, das reinkommt. Und das andere ist so eine geheime Kräutermischung, die drin kommt. Eben gäng noch eine typische Appenzellerin. Das Wichtigste bleibt geheim. Formaggini will Erika bei ihrer Vorspeise neben einem Herbstsalat auf dem Teller anrichten. Wir haben die Lammfrauenkäse haben wir eigentlich schon vor 3 Wochen gemacht. Und jetzt ist der Käse noch ganz gummig. Und so in 3 Wochen ist er so ein bisschen mürbe. Und dann müsste ein bisschen mürbe sein. Und dann muss eigentlich 3 Wochen das muss ein Öl, das eigentlich fein ist zum Essen. Die Formaggini hier müssen also noch etwa 3 Wochen lang lagern, bis sie verkauft werden. 6 Kilo. Schon kommt das Nächste. Erika verarbeitet Molke, die beim Käsebruch ist abgelaufen ist. Molke brauchen wir eigentlich so ein bisschen, es ist eigentlich der gleiche pH wie unsere Haut. Also es ist gut für die Haut. Sie ist auch gut für Kollagenfasern in der Haut. Und sie ist einfach sehr pflegend. Und sie ist jetzt bei uns jetzt wie der Wasserersatz. Es ist anstatt normales Wasser, tun wir jetzt eigentlich Molke rein. Ein Duschmittel soll es geben. Eine spezielle Maschine rührt Zutaten auf Wasser- und Ölbasis zusammen, die sich sonst nicht so schnell verbinden würden. Es ist ein bisschen gleich wie Kochen. Also ich sage manchmal bei der Creme, wenn man gut Mayonnaise machen kann, dann kann man eigentlich auch gut Creme machen. Weil dort kommt es ein bisschen auf die Temperatur vor und es ist eigentlich auch eine Emulsion. Also es ist das Gleiche wie bei der Salbe. Also es ist eigentlich sehr ähnlich. Die Molkenprodukte macht Erika nach Möglichkeit selber. Sie hat eine Weiterbildung für das gemacht.
Der Nachmittag ist für die Familie reserviert. Ein Ausflug in die Hostet. Aus den Äpfeln und Birnen gibt es Most, aber zuerst müssen alle beim Zusammenlesen helfen. Du musst ja am Boden legen und manchmal ist das Gras sehr nass und kalt. Und dann ist auch ja alles kalt andere. Und es ist ein bisschen sehr kalt, ja. Etwa 80 Obstbäume gehören zur Pacht von Arnolds. Das gibt es zu tun. Ich mache lieber andere Sachen wie Äpfel machen. Es ist es ist nicht so meine Lieblingsarbeit. Seit manchem Jahr gehört Obst zusammenlesen zum Herbst bei der Familie Arnold. Also jetzt sind wir relativ viele Leute hier. Sonst, wenn natürlich die Kinder in der Schule sind, dann sind wir entweder das zweite oder dritte. Und dann ist es so gesagt, relativ lang. Ja. Aber mir ist es eigentlich gleich gegangen wie bei den Kindern. Die Freiheit hat sich an der Grenze gehalten. Da. Der letzte Tag vor dem Landfrauenessen und die letzte Gelegenheit für Erika, sich um die Vorbereitungen zu kümmern. Ich brauche jetzt für das Lavendelparfum. Da brauche ich Blütchen. Und hier hat es jetzt im Hebschnuppbaum, der noch blüht. Und darum bin ich die hier geholt. Ja, ich brauche ein bisschen die blühenden Blüten. Wir wollten eigentlich lieber etwas anderes machen als alle anderen Bauern. Also wir haben gesagt, und dann sind wir auf London schauen. Und dann hat der Bauer 37 Hektar Lavendel abgepflanzt. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn es in London geht, müsste es hier im Kanton Uri auch gehen. Und Lavendel sieht halt auch wunderschön aus. Also es ist wie so vor dem Kloster. Es sieht aus wie so, ich sage Südfrankreich. Ich weiss zwar nicht, wie es dort aussieht, aber ich nehme es an, so ein bisschen ähnlich. Es ist auch so schön fürs Auge. Ja. Und darum habe ich eigentlich auch die Pflanzen so gern. Ja. Das Lavendelparfum gibt einen Teil des Desserts für die Landfrauen. Die Blüten kommen in die cremige Masse aus Ei, Milch und Zucker. Die Kunst ist ein bisschen drin, dass man merkt, dass es Lavendel ist. Und auch nicht zu viel, dass es aussieht. Also es ist fast ein bisschen wie eine Seife, sage ich, und dass man dann fast das im Hinterkopf hat. Also ich wollte es einen feinen Lavendelgeschmack geben und gleich nicht zu fest, dass man es dann irgendwie wie ein Duschmittel verwendet. Ja, das ist so ein bisschen Kunst. Und die Blüten sehen halt auch noch schön aus. Das ist auch noch, also es sieht auch wunderschön aus. Mit dem Halbgefrorenen wagt sich Erika auch ein bisschen auf Glatteis. Da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Aber ich finde es halt auch cool, irgendetwas, nicht, wo man es immer hat. Also irgendetwas Spezielles finde ich auch noch cool. Ja. Ich denke, sie haben es gehen. Also, wir nehmen jetzt alle Stühle weg. Nachher könnt ihr unten Zimmer schieben. An diesem Tisch sollen die Landfrauen tafeln. Für das steht er aber noch am ganz falschen Ort. Jetzt kannst du raus. Ich achte mal auf die Lampe. Ja, warte, ich schaue. Das ist ja gar nicht mehr so schwer, wenn ich denke. Ist nicht schwer. Ja, wir können den Schutz stellen, dann können wir schon weg. Vor Küche im Wohnhaus. Wenn wir ihn nachher oben ausziehen. Ja, wir sind draussen. Ja, zu wenig Platz ist. Muss der Tisch in den Pausenraum oberhalb vom Laden, wo die Landfrauen essen. Gut, ist gut. Gut. Nein, also. Nein, gerade. Weißt du? Gerade, ja. Quer, ja, genau. so. Gut. Also nein, noch ein bisschen ab, weißt du, da musst du hocken. Und da musst du durchlaufen. Danke. Bitte, danke. Merci, merci. Gut. Ist gut, ja. Als nächstes geht es zur Nachbarin. Die Äbtissin Imelda Zehnder erwartet die zwei schon. Hallo. Salut, Erika, hoi. Hallo. Würdet ihr gerne die Stühle holen? Gerne. Ja, sehr gerne.
Schöne alte Stabelle. Ja, das ist super. Ist das gut so? Ja. Kannst du alle mitnehmen? Dann können wir schauen, was besser passt. He? Ist gut? He? Also gehen wir raus. Ja. Ist gut. Merci, gell? Viel Glück morgen, hä? Ja, danke. Und gutes Segen. Kann ich brauchen. Ist lieb. Danke vielmals. Tschüss. 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 Ciao. Ist gut. Tschüss. Ade. Also, Gut. tschüss. Jetzt tun wir doch mal alle Uni nehmen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Einer so einen in der Mitte. So irgendwie. Ich habe das Gefühl, der ist verdammt schmal. Weißt du, wie willst du da? Schmal. Ist gut. So. Ja. Oder? Gut. Tipptopp. Würde es nach dem Christian gehen, würde sie jetzt zu zweit den Abend geniessen und auswärts essen. Erika muss sich aber noch ein bisschen vorbereiten für die Landfrauen. Ich habe jetzt noch keinen Plan. Du musst das heute Abend machen. Ja, ich mache Das ist typisch für Erika. Immerhin reicht es für einen kurzen Spaziergang am See. Und wenn sie dann, ja, weißt du, sie einfach anfangen mit Kochen. Und wer kommt Katja? Sie kommt jetzt auch morgen. Ja. Der Anita kommt gar nicht. Nein, der Anita hat frei. Ja. Die Erika ist eher die Chaotin, nimmt es ein bisschen vorne weg. Und ich bin eher der vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu fest geplant. Ich denke, ich mag mich daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben. Das war immer so ein bisschen, ich war eher die, die im Ausgang ist, nicht hin und lang geblieben ist. Und er war der Vernünftige. Wegen ihm bin ich dann vielleicht mal eine Stunde, zwei früher hin. Und er ist vielleicht wegen mir mal eine Stunde, zwei länger geblieben. Und dann haben wir uns so ein bisschen in der Mitte getroffen. Also wir sind eigentlich schon, ich finde, wir ergänzen uns sehr gut in diesem Bereich. Ja. Stellt sich die Frage, wer hat Wasser und wer hat Mineral. Wenn du nachher nachschenken kannst, ja. könntest du irgendwie mit einem Stein oder etwas ja. machen. Das wäre nicht schlecht. Oder? Du kannst eine Frage finden. Das Wettbewerbsessen scheint beide zu beschäftigen. Zurück auf dem Hof verschwindet Erika nochmal in den Essraum für die Landfrauen. Und dann geht's los. Wow. Wir sind in den Raum gekommen und das war einfach nur schön. Es hat extrem gepasst. Es war gemütlich, es war mit diesen Kerzen schön, mit der Tischdekoration, mit den Blumen auf dem Tisch, mit dem Lavendel. Es war auch schön. Ja, aber das ist wirklich der Lavendel, der sich durchzieht. Ja. Oh, da ist aber nicht nur Lavendel drin. Aber vielleicht noch Rosmarin. Es ist so lustig. Hallo! So. Oh, wow. Gefällt es euch bei uns? Ja, es ist. Gell? Ich habe schon ein bisschen überlegt, der Nuristier auf der Brust wäre mir ein bisschen viel gewesen. Und auf dem Schoss und heute am Rücken geht. Also zur Vorspeise hätten wir einen Herbstsalat mit Honigsauce. Und dort haben wir unsere Klosterhof-Pharmazie drauf tun. Dann als Hauptgang gibt es Fleischvögel, aber eine Rotweinsauce mit hausgemachten Urnenteigwaren, also Dinkelteigwaren und Lauchgemüse. Und als Dessert gibt es ein Lavendelparfait, Erikas Meringue und Frischnebeeren. Frischnebeeren ist eine Urnenspezialität. Okay. Dann freue ich mich und gehe wieder, und gehe wieder in die Küche, als meine Küchenhelferin in Malé muss arbeiten. Dann gehe ich ihr ein bisschen helfen. Also, bis später. Und einen guten. Geniessen es. Jetzt ist irgendwie oben beim Menü vorstellen, habe ich das Gefühl, habe ich richtig eine Herzflatterung gehabt. Und das habe ich bis jetzt nicht gehabt. Also nicht so schlimm. Also, weißt, ja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich jetzt da unten fast mit den Frauen da ist es einfach so ein bisschen emotional, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich freue mich, dass sie sich hier wohlfühlen und ich will einfach, dass es gut kommt. Ja. Der Uri-Stier sitzt nicht nur auf dem Rücken der Köchin. Er will hier in Salat hineinlegen. Das nimmt Zeit in Anspruch. Ich kann es eigentlich gehen. Ich
Hektogene so ein bisschen dekorieren. Das Problem ist jetzt das Mal, ist jetzt ein bisschen, es muss ein Birchenmüsli geben noch. Also es gibt recht viel Abfall. Also es ist für die Landfrauen machen wir das jetzt, ja. Aber sonst ist es so ein bisschen Ginkeli, ja. Das ist Erika ihre Vorspeise. Ein Herbstsalat an einer Honigsauce mit sauber gemachten Klosterhof-Formaggini. Der Christian trägt die Dauer wie ein Profi zu den Landfrauen in Essraum. Direkt so wächst Rosmarin gut mit den Gedanken. Merci vielmals. Was kommt? Hey, das ist nicht ohne Stiel. So cool. Schau mal, die Stiel da. Danke vielmals. Ich habe drauf Danke. Merci vielmals. Danke vielmals. Salat haben wir alle schon gehabt. Mit diesen Käse dazu allerdings nicht so. Das hat mir sehr gefallen. Weil ich bin nicht so ganz sicher war, ob ich so Formaggini gerne habe. Ich habe mir die auch ein bisschen anders vorgestellt und bin dann eigentlich noch so positiv überrascht gewesen. Also ich bin total überrascht. Die Honigsauce war super fein. Die ist wirklich so, ich habe sehr gerne die Kombination so zwischen Essig und Honig. Das habe ich sehr, sehr gerne. Und für mich hat es so gestimmt, hat es noch so ein Kännchen mit Söseli noch mehr dazu gegeben. Ich habe dann noch mein Salat noch ein bisschen dünker drin. Das war super fein. Ich muss jetzt gleich noch eins schnauzen. Die 6 Gäste müssen jeden Gang bewerten. Sie können Punkte zwischen 1 bis 10 vergeben, zu 5 verschiedenen Kriterien. Wir können es probieren. Der Salat war so eher so ein bisschen bitter und dann mit dem Dressing zusammen. Und das im Maul innen, das war einfach so geil, wenn ich es so sagen darf. Es war einfach Hammer. Und also das koche ich ganz sicher noch. Nach jedem Gang wird die Bewertung eingesammelt und unter Verschluss behalten. Sage ich gerne. Danke. Tada. Eine grosse Küche. Sie war sehr gut. Perfekt, danke vielmals. Steuern haben sie natürlich als 3 Du Tauer. super kannst servieren. Perfekt. Die Beilage vom Hauptgang ist ein heikler Punkt. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sie kocht. Als erstes darf man, man muss sich ein bisschen, sage ich, al dente nehmen, also nicht zu fest verkochen, weil sonst gibt es eigentlich ein Muss. Darum muss man ein bisschen aufpassen, dass man sie eigentlich innen ein bisschen zu früh nimmt. Und nachher, sie klebt halt auch innen. Darum muss man ein bisschen aufpassen. Die Fleischvögel sind auf der sicheren Seite und schmoren schon länger vor sich her. 10 Stückchen, zack, aufschneiden, zack, ja, das geht schon. Sie sind so Brosmihütten. Schon? Ja. Fleischvogel finde ich ganz schön. Die Soße finde ich auch gut. Ja, das Lauch auch. Also es ist einfach Teigwaren, ja, sind nicht so, wie ich es gerne hatte. Ja. Okay. Zum Hauptgang gibt es einen Rindfleischvogel mit ohne Dinkelteigwaren und Lauchgemüse. Was mir gibt? Ja. Ich weiß es nicht. Danke dir. Ich weiß es auch nicht. Er ist einfach schon sehr alt. Beim Vorstellen hat Erika das Veggie-Menü vergessen. Aber natürlich gibt es für Heidi etwas Fleischloses. Das ist Wirt. Ja, Wirt. Ja. Mal schauen, was da innen ist. Also da hat sich Kürbiskernen, Pilze. Es war auch eine Überraschung, so ein bisschen der Wirt, der so eine stärkere Konsistenz hat. Und innen sind dann so, ist wirklich so ein bisschen wie eine Wundertüte, was da dann alles rauskommt. Ja, es war sehr würzig, sehr fein, ja. Das hat mir gut gepasst. Im Fleischvogel.
Aber das ist ja auch Hackfleisch, oder? Einfach mit noch Gemüse. Oder ist es Brät? Ich würde sagen, Und das ist ein Pepperoni. Der Fleischvogel hat für mich ein bisschen ganz zu fest nach Salbei geschmeckt. Das Lauch hatte ich sehr gerne. Und die Teigwaren waren es mir zu viel. Mindestens Chili-Dings. Ich liebe das. Da war ja noch Also ich liebe ja Chili. Dass die Teigwaren nicht ganz so rauskommen, wie die Köchin das gerne hatte, merkt niemand. Bei den Nudeln, die selber gemacht sind, merkt man vielleicht schon, also dass mit Dinkelmehl sind und nicht mit Hartweizendunst. Da merkt man so ein bisschen den Unterschied. Sie haben ein bisschen weniger Biss, wenn sie so mit einheimischem Getreide gemacht sind. Sind wirklich ein bisschen anders in der Konsistenz, aber sind feine Nudeln. Und ich finde es wahnsinnig cool, wenn sie mit einheimischem Getreide gemacht sind. Aha, aber die vom Buschlaf? Nein. Auch nicht? Und jetzt habt ihr den Teller, dann gebe ich das sicher. Und was zu viel ist, wandert das Dauer weiter. Wenn niemand sieht, tu es drauf, tu doch nicht so heikel. Ich nehme alles. So. Soll ich noch ein bisschen Wein nachschenken? Oder so. Dann, Ja, wer ist jetzt so ein Fleischvogel, das ist etwas, wo man vielleicht manchmal so ein bisschen abwertig tut. Ja, das ist einfach so der Guss auf dem Fleisch, bös gesagt. Aber sie hat es so fein gemacht und so schön präsentiert und super. Schon von dem. Das ist schon keine Ahnung. Aber Du Frauen, wenn wir schnell Debbie anrufen, weil sie sollte vielleicht gleich noch ein bisschen dabei sein, dass wir es nachher zeigen. Ja. Hallo! Geht's? Wow, sieht das schön aus bei euch. Ich zeige dir schnell, du siehst ein bisschen so. Hä? Ja, mega schön. Tischdeko. Wow. Und wie geht's dir so? Du oben und runter. Aber viel besser, ich habe kein Fieber mehr. Aber lass schnell das Heidi da. Ja, hoi du. Ich kann mich jetzt bei dir bedanken, dass du krank geworden bist. Ganz gute Besserung. Und nächsten Samstag, hä? Nächsten Samstag. Bist du wieder ready? Ja. Tschüss. Ciao. Das war gut. Sehr gut. Nur ein Tauer ist ein bisschen eine grosse Portion. Aber sonst war es tipptopp. Oh, das ist tipptopp. Sehr gut. Danke vielmals. Sehr Jetzt nehmen wir eins, oder? Ja, jetzt nehmen wir es. Hast du es? Ich mag Wir es nehmen schon. schon doppelte Also das Dessert ist schon noch, aber es ist nur so, weißt, auf Druck. Ich habe das Gefühl, muss auch warm bleiben und musst eigentlich ein bisschen mehrere Sachen schöpfen. Mal. Ja, das hat mir jetzt mehr. Jetzt denke ich, jetzt kommt es schon gut. Brüstli. Hoffen wir. Jawohl. Brüstli. Wir stossen auch noch an. Willst du auch noch? Katja. Service Boy. Brust. Natürlich ist noch das Dessert. Ja. Merenke und die eingelegten Beeren hat Erika immer vorrätig. Willst du mir ein bisschen saugen? Das Lavendel-Parfait hat die richtige Konsistenz. Hoffentlich stimmt auch der Geschmack. Ich hoffe, man merkt, dass Lavendel drin ist. Und man sieht es sicher ein bisschen. Aber es ist schon ein bisschen wie etwa so einen Zentimeter. Es ist halt auch ein bisschen Geschmackssache. Das ist noch gar nicht richtig klar. Also wir haben es geschafft. Wir müssen noch ein bisschen lassen. Als Abschluss gibt es bei Erika ein Lavendel-Parfait, ihre sauber gemachten Merenke und Bristnenbirnen. Das Dessert.
Entweder man kann es oder man kann es nicht. 3 Teile. Jetzt habe ich zuerst. Kann ich einfach ein bisschen probieren, das sieht so fein aus. Von mir? Genau der. Ich hole es dann einfach zurück bei dir. Was hat sie jetzt gestohlen? Nein, sie hat gefragt. Sie hat ja gestohlen. gefragt. Also ich habe schon genommen und sie hat eigentlich gesagt, ja, kannst schon nehmen. Es sieht so fein aus. Aber es sieht auch aus wie ein Meringue. Aber gell? Ja, jetzt hätte ich können sagen. Ja, gut. Ich komme jetzt nichts holen. Ich komme genug über. Man schmeckt es gut und es ist ein bisschen dezent. Ja. Sehr cool. Drehst du es so rein? Sehr Merkst du nicht? Das Lavendelparfait war auch sehr gut. Man hat vor allem so die Stückchen, wenn man zwischendrin mal reingebissen hat auf so ein Lavendelstückchen, hat man wirklich den Geschmack vom Lavendel noch gemerkt. Das war gut. Parfait. Aber du musst ja die richtige Beere haben, dass sie so kannst. Sorry, aber ich weiss gar nicht, wieso Erika nervös war. Die hat das genial gemacht. Erika hat auch ein bisschen Verwirrung auf die Dauer gezaubert. Dann hat es eine ganz schöne Nidle-Kreation, wo ich im ersten Moment das Gefühl hatte, es sei auch ein Merengue. Dann habe ich aber gemerkt, nein, es ist ja wirklich nur Rahm, was aber sehr fein war. Und was hat es noch gegeben? Die wunderbaren Birnen, die ich so nicht kannte. Die Sauce der eingelegten Birnen gibt am Tisch zu reden. Und Birnen. Zimt hat es in Birnen, meinst du? Ich habe sogar das Gefühl, es könnte ein Holdersaft. Die Birne beim Dessert war das sensationellste, was ich schon lange gegessen habe. Oder schon lange nicht mehr so etwas Feines hatte. Die sind ausgezeichnet. Die Soße und die Birne. Und einfach, es hat eigentlich einen recht einfachen Eindruck gemacht und es war sensationell zum Essen. Die Birne war einfach mega. Das war für mich so das Highlight vom heutigen Menü. Die Birne. Das war wirklich cool. Hanfgaub und Gau. Weißt du was? Ich brauche noch ein Merengue. Ein Merengue? Ja, da bringe ich eins. Ja. Was magst du noch von meinem Keller? Der Lavendel? Ja, der Lavendel nicht, aber gibst du, was du nicht mehr magst. Ja, gut. Ja, nein. Ah ja, genau. Oh, ich liebe es essen. Also. Merengue? Oh, danke Ich vielmals. kann jetzt noch einen mit in die Hosensack nehmen. Soll ich jetzt hier fertig machen? Nein. Ich will schon spekulieren, wenn ich bin fertig. Ich kann ja noch kleiner. Nein. Willst du müde? Geschafft? Gut, hä? Willst du dir auch das Küsschen geben? Aber wir lassen es wieder lang. Ich kann die Fahne nicht zählen. Der Fahnenmarsch. Wer will alles zuerst geben? So, okay. Gut. Hey, auf dich. Hey. Ja. Merci vielmals. Erika hat es geschafft. Und jetzt kann sie noch 2 Essen geniessen. Das nächste Mal bei Maya Tappole im Kanton Schaffhausen. Wer die 15. Staffel von der Landfrauenküche gewinnt, erfahrt ihr hier am 17. Dezember.